wenn man etwas möchte verändern, fragen so: «Ja, was würde ich machen, wenn ich an meinem Ziel wäre? Was wäre anders?» Und die Sachen, die einem in den Sinn kommen, die muss man machen, auch wenn es Angst macht. Weil nur durch die Erfahrung, die man macht, kann man dort anwachsen. Oder ich kann mir noch lange sagen: «Ja, wenn ich am Ziel wäre, hätte ich ein Live-Format, das funktioniert.» Aber wenn ich das ja 6 Jahre vor mich hinzögere und nicht mache, wie ich es gemacht habe, dann wird das Format nicht einfach vom Himmel fallen. Und das, das leuchtet mir immer mehr ein. Und äh, ja, und merke immer mehr, dass der Mensch sich die Sachen einfach vertagt und vertagt und vertagt. Und erfolgreiche Menschen, wenn wir ein Buch anfangen zu hören, die erfolgreichen Menschen, die nehmen eher etwas in Kauf und riskieren die Sachen, oder? Das heisst, eben, die nehmen mal in Kauf, sich zu blamieren, wenn sie vor die Kamera gehen, was andere halt nicht machen und 6 Jahre rauszögern, oder? Und ja, ich habe für mich einen Weg gefunden, dass ich mich einfach ins kalte Wasser rühre. Eben, ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe, Emilia, dass ich mich ja einfach das Live einfach angekündigt habe auf anderen Plattformen, gesagt habe, ich bin live, oder? Und dass ich live gegangen und es ist so, wie soll ich sagen, es hat es erwartet und ich musste es dann halt einfach müssen machen, weil ich mich zu fest geschämt habe, um es abzubrechen, dass das ein grösserer Schämer war, wie es zu machen, obwohl das erste dann nicht ganz so grandios gelaufen ist, wie ich wollte. Wobei, ist ja noch interessant, dass dann die grösste Angst noch real wird, oder? Ich habe ja dann wirklich auch Ängste gehabt, so von wegen, dass das hoffentlich nicht stattfindet. Und es ist natürlich genau das passiert. Wie kann es auch anders sein, oder? Schön so anmanifestiert, das Ganze. Äh, aber durch das Ganze, durch das, dass ich das, wie soll ich sagen, für mich schon allen Leuten gesagt habe oder überall gestanden ist, ist auch das zu peinlich gewesen, um dort aufzuhören, sondern zum nochmal machen. Ja, darum so, wir merken mich einfach, ich kann kaltes Wasser rühren, andere, dann sind die Menschen ein bisschen verschieden. Aber das ist wirklich ein guter Tipp oder eine gute Möglichkeit, sich zu fragen, was würde ich machen, wenn ich am Ziel wäre? Und das, was einem in den Sinn kommt, wenn es möglich ist, zu machen.